Swiss German Storytime mit dem Thomas. Hallo miteinander und willkommen zu einer neuen Episode hier bei Swiss German Storytime. In der heutigen Podcast-Episode geht es um das Thema Halloween. Und ich weiss nicht, ob dort, wo ihr jetzt gerade sind, ob dort auch Halloween gefeiert wird. Ich weiss nur, in der Schweiz und hier auch in Japan, wo ich im Moment gerade bin, wird Halloween immer mehr zum Thema und man sieht überall die verschiedenen Kürbisse mit den Grimassen und Verzierungen überall in den Läden, kleine Geister, die so irgendwo hergeklebt sind. Und da erinnert doch daran, dass eben bald Zeit ist für Halloween. Und ich denke, machen wir doch da mal zum Thema und schauen mal, was für eine Geschichte das eigentlich Halloween hat. Ob es wirklich so ein Kommerz ist, wie man immer denkt, oder ob es wirklich eine lange Tradition hat. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert und es war mega interessant gewesen und habe da in den Podcast reingepackt. Ich hoffe, die kurze Tour der Geschichte von Halloween gefällt euch und wünsche euch viel Spass. Halloween. Woher kommt das Fest der Geister wirklich? Am Abend vom 31. Oktober ziehen mittlerweile an vielen Orten auf der Welt Kinder in Kostümen durch die Strassen, rufen Süßes oder Saures und sammeln Schoki, Guetzli, Sugus und andere Süßigkeiten. In vielen Städten gibt es Halloween-Partys. Häuser sind mit Kürbissen, Spinnweben und Geistern geschmückt. Fast jeder kennt das kleine gruselige Fest. Doch, woher kommt Halloween eigentlich? Und was steckt hinter dieser Tradition? Der Ursprung von Halloween liegt in Irland, bei den Kelten. Lang bevor es Christentum gegeben hat, ist am 31. Oktober das Fest Samhain gefeiert worden. Eines von ihrer wichtigsten Feste im Jahr. Damit haben sie das Sommerhalbjahr beendet und den Anfang der dunklen Jahreszeit eingeläutet. Die Kelten haben geglaubt, dass in dieser Nacht die Grenze zwischen der Welt der Lebenden und der Toten aufgeht. In dieser Nacht wandern die Toten umeinander. Ein paar suchen die Nähe von ihrer Familie, andere aber wollen die Lebenden mit ins Totenreich nehmen. Um sich vor so einem schrecklichen Schicksal zu schützen, haben sich die Menschen mit schaurigen Masken verkleidet, haben Lärm gemacht und haben grosse Feuer angezündet, um die bösen Geister zu vertreiben. Vor die Häuser hat man kleine Gaben gelegt, sogenannte Treats, damit die Geister sie in Ruhe lassen und friedlich weiterziehen. Da ist dann der Ursprung von dem gesehen, wo wir heute als Trick or Treat, also Süßes oder Saures, kennen. Wir bleiben noch ein bisschen in Irland, aber gehen ein bisschen weiter in der Geschichte. Mit der Christianisierung ist das alte Fest in die kirchliche Tradition eingebunden worden. Die Kirche hat den 1. November zum Allerheiligen-Tag erklärt, an dem allen verstorbenen Heiligen gedenkt wird. Der Abend davor, also der 31. Oktober, ist so zu All Hallows Eve geworden, was später zu Halloween verkürzt worden ist. In katholischen Regionen ist dieser Tag mit Prozessionen, Glockengeläuten und Gedenkritualen begangen worden. Doch die alten Volksbräuche, das Feuer, die Masken und die Erinnerung an die Geisterwelt sind erhalten geblieben. Sie haben sich einfach mit den christlichen Vorstellungen vermischt. Eine der bekanntesten Halloween-Objekte ist definitiv die Kürbislaterne. Man sagt der eben auch Jack-o'-Lantern. Der Brauch geht ebenfalls auf eine alte irische Legende zurück. Und die lautet so: Es hat einmal einen Mann namens Jack Oldfield gelebt. Der soll den Teufel überlistet haben, was ihn leider nach seinem Ableben zum Verhängnis geworden ist. Nach seinem Tod hat er weder in den Himmel noch in die Hölle dürfen. Der Teufel hat ihm nur ein Stück glühende Kohle geschenkt, wo der Jack in eine ausgehöhlte Rübe gelegt hat, um damit durch die Dunkelheit zu wandern. Und so ist der Jack auf ewige Zeiten zum Umwandern verdammt gewesen. Wo irische Einwanderer später in die USA gekommen sind, haben sie dort Kürbisse gefunden. Kürbisse sind weicher als Rüben und haben sich viel besser aushöhlen lassen. Und so ist aus der Rübe der Kürbis geworden, wie wir ihn heute kennen. Die leuchtigen Fratzen vor den Häusern sollen böse Geister vertreiben und gleichzeitig an Jack erinnern,
wo immer noch am Umwandern ist. Im 19. Jahrhundert sind viele Iren in die USA ausgewandert und haben ihre Bräuche mitgenommen. In den Vereinigten Staaten hat sich Halloween rasch zu einem grossen Volksfest entwickelt, ähnlich wie der Karneval zu Europa. Die Menschen haben sich verkleidet, haben mit Musik, aufwendigen Dekorationen oder in der jüngeren Vergangenheit auch mit Horrorfilmen gefeiert. In den 1990er Jahren ist der Trend dann zurück auf Europa geschwappt und hat auch von der Schweiz nicht Halt gemacht. Der Kulturwissenschaftler Konrad Kuhn erklärt es so, dass Halloween bei uns so gut angekommen ist, weil es unverbindlich und spielerisch sei. Man kann es feiern oder eben auch nicht, wie man will. Es bringt Freude, eine Portion Gruselfaktor und Platz für Kreativität. Außerdem passt es gut zu unseren Herbstbräuchen und die zunehmend dunkle Jahreszeit. Natürlich hat auch der Handel den Boom verstärkt. Und tatsächlich hat Halloween mehr mit der Schweiz zu tun, als man denkt. Denn auch hier gibt es einen alten Lichterbrauch, der etwas ähnlich ist. Das Rebenlichtli. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Als Rebenlichtli bezeichnet man Laternen, die aus Herbstrüben geschnitzt werden. Früher ist die Rebe, oder auf Hochdeutsch die Rübe, wir erinnern uns hier an armen Jack, ganz ein wichtiges Grundnahrungsmittel gesehen, vergleichbar mit dem heutigen Herdäpfel. Wenn im November die letzte Ernte eingebracht war, haben die Kinder Laternen aus Rüben geschnitzt, haben kleine Muster reingestochen, Sonne, Mond oder Stern und haben ein Kerzchen reingestellt. Die Tradition vom Rebenlichtli-Umzug ist zwar nicht so alt wie der Ursprung von Halloween, lässt sich aber doch bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen. Zu Richterswil zum Beispiel haben um 1860 die ersten Rebenlichtli-Umzüge stattgefunden. Doch das Brauchtum mit den Lichtern in der Reben ist wahrscheinlich viel älter und geht auf verschiedene Quellen zurück. Eine Quelle sagt, dass schon in der Antike Rebenlichter in der dunklen Jahreszeit verwendet worden sind, häufig auch mit grässlichen Gesichtern, eben auch wieder zum die Geister vertreiben. Eine andere Quelle belegt, dass in katholischen Regionen der Umzug in Verbindung mit dem Martinstag am 11. November steht und in reformierten Gebieten mit dem Namenstag von Martin Luther am 10. November. Eine weitere Quelle geht zurück aufs Mittelalter. Zu dieser Zeit haben die Bauern nach der letzten Ernte jeweils Erntedankgottesdienst gefeiert. Die Frauen sind mit ihren Rebenlichtli vom Berg ins Tal herabgekommen, wo ihnen den Weg beleuchtet haben. Heute finden die Rebenlichtli-Umzüge meistens Anfang bis Mitte November statt. Es kann sogar sein, dass die Strassenbeleuchtung extra ausgeschaltet wird, damit das warme Licht von der Rebenlichtli besser zur Geltung kommt. Es ist vor allem ein Brauch für Kinder und viele Schulen organisieren so einen Umzug in der Gemeinde. Die Kinder schnitzen ihr Laternli in der Schule und tragen es dann stolz, während sie traditionelle Liedli singen. Obwohl der Rebenlichtli-Umzug erst seit Mitte 19. Jahrhundert existiert, verbindet er alte, heidnische, christliche und bürgerliche Elemente und spiegelt damit die gleiche Kulturmischung wider, aus der auch Halloween entstanden ist. Zurück zu unserem Thema Halloween kann man sagen, dass es viel mehr als ein reines amerikanisches Kommerzfest ist, auch wenn es oft so überkommt. Seine Geschichte geht über 2000 Jahre zurück. Vom Samhainfest von der Kelten über den Allerheiligenabend von der Kirche bis zu den farbigen Kürbisfesten von heute. Und in der Schweiz erinnert uns das Rebenlichtli auch daran, wie man die bevorstehenden kurzen Tage ganz einfach mit ein bisschen Magie verzaubern kann. Super, oder? Jetzt haben wir ein bisschen was gehört über die Geschichte von Halloween. Ich habe auch viele Sachen eigentlich gar nicht gewusst. Wie ist es eigentlich bei euch? Feiert ihr Halloween? Oder macht ihr vielleicht, wenn ihr in der Schweiz seid, sogar einen Rebenlichtli-Umzug mit? Also bei mir ist das wirklich schon einige Jahre zurück, aber wir haben effektiv in der Primarschule haben wir den Rebenlichtli-Umzug auch gemacht. Wir können unsere Reben ausschnitzen, das war immer lustig in der Schule. Wir können verschiedene Sachen reinschnitzen und dann ist da einfach, glaube ich, unter der Woche, an einem Wochentag am Abend, hat dann der kleine Umzug im Quartier stattgefunden. Das war eigentlich immer so ein traditioneller Brauch zu meiner Schulzeit. Ja, vielleicht habt ihr ja Gelegenheit, jetzt ist ja Ende Oktober, bald ist Anfang November, vielleicht habt ihr ja Gelegenheit, das zu beobachten. Und falls ihr es seht,
viel Spaß. Und sonst wünsche ich euch auch viel Spaß bei Halloween und freue mich, wenn ich euch beim nächsten Podcast wieder sehe. Nicht vergessen, falls ihr ein Transkript wollt, schaut auf meiner Patreon-Seite nach. Falls ihr noch mehr Materialien sucht, auch dort findet ihr ganz viel auf meiner Patreon-Seite. Und sonst habe ich auch einen neuen Online-Kurs, wo ich auch unten in der Beschreibung alles verlinke. Schaut einfach dort nach. Bis bald und macht's gut.